Ja, was soll man sagen? Herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Und das am 27. Spieltag der Bundesliga. Und der FC trifft auf die Truppe von Borussia Dortmund. Aber ihr seht direkt, wir zwei, wir kommen einfach nicht aus dem Lächeln. Wir kriegen es nicht aus dem Gesicht raus. Und das seit Sonntagabend, seit dem Sieg bei den Pillen. Und das Schöne ist ja, wir dürfen ja jetzt auch endlich offiziell lächeln. Ja. Das hat auch Steffen Baumgart gesagt. Er hat nämlich gesagt, es ist Mitte März und der 1. FC Köln hat mit dem Abstieg nichts mehr zu tun. Das ist doch wunderschön. Es ist einfach wunderbar. Und wie ihr uns kennt, schreiben wir uns das natürlich genau auch auf unsere Shirts. Ne? Und deswegen können wir sagen, das erste Saisonziel ist erreicht. Ne? Und da steht auf dem Shirt, was würdet ihr sagen? Hier, pass auf. Abstieg Ade. Europa, ole! Aber ich würde sagen, bevor wir über dieses neue Ziel sprechen, also auch über neue Ziele im Ausland, über Fahrten, über lange Fahrten, reden wir doch erstmal über die kürzeste, das war wirklich mega eng, ne? Ganz enge Schulchen hier. Du. Reden wir doch mal über die kürzeste Auswärtsfahrt der Liga, Ja. zumindest für uns Kölner. Und das Ja. ist nun mal die Tour rüber zu den Pillen. Ins Gewerbegebiet. Ins Gewerbegebiet. Und ja, wie hat die bei uns stattgefunden? Eigentlich wie immer. Man Ja. trifft sich im Gaffel am Dom Ja. und glüht ein bisschen vor. Dann geht man rüber in den Bahnhof und mit der Regionalbahn rüber, knapp 20 Minuten. Dann kommt man an der Dünnen an diesem hässlichen Pisselsbach in Leverkusen. Ja. Ja. Ja, da latscht man da lang. an der dünnen latscht man da lang und dann geht es ab in die Piss-Arena da, ne? In das Krähennest da. Ja. Und man muss ehrlicherweise sagen, dass wir da dann auch feiern dürfen. Ne? Das hat man jetzt natürlich nicht alle Tage gehabt, aber in diesem Fall war es ein einziges Fest. Also Absolut. wirklich großartig. Ne? Ja. Inklusive Trainer, der da noch angerannt kam. Ne? Ja, nachher die Feierei mit der Mannschaft. Ja. Wirklich sensationell. Und das, was auch die Ultras beim Empfang später am Geisbockheim dann zum Ausdruck gebracht haben, das können wir natürlich 1:1 nur unterschreiben. Ja. Diese Truppe hat uns wirklich stolz gemacht in diesem Spiel. Also wirklich so dagegen gehalten zu haben, gegen den verhassten Nachbarn. Das war großartig und sensationell. Ja. Und klar war der Sieg ein bisschen glücklich auch. Also, aber wir können ja nichts dafür, dass der ein Luftloch nach dem nächsten schießt da vorne, der Stürmer. Und deswegen war es am Ende für mich ein verdienter Sieg. Ja, Ne? und deswegen müssen wir auch, wenn wir auf den nächsten Gegner gucken, Dortmund, die nur das Gegenteil sind von verhasst, ne? Also, Ja. so, aber auch da müssen wir uns jetzt irgendwie nicht verstecken, sondern ehrlich gesagt, wenn wir gegen Leverkusen gewinnen können, dann können wir auch gegen Dortmund gewinnen, wenn wir uns anständig anstellen und so weitermachen und jetzt nicht einfach aufhören, nur weil wir gerade mal gerettet sind. Ne? Hier ist ja Geht ja die Post ab. Ja, wir haben noch gar nicht gesagt, wo wir eigentlich stehen, fällt mir gerade auf. Ach, ne? du meine Güte, ne? Ihr seht es, Europa, ne? ole, das kann natürlich für uns auch nur bedeuten, dass wir uns eine Location suchen, die mit Europa zu tun hat. Und ihr habt das längst bemerkt, wo wir hier stehen, am Brüsseler Platz. Das heißt, im Zentrum von Europa, die Hauptstadt Europas. Und wenn das kein gutes Omen für die letzten 8 Saisonspiele sein sollte, Ja. dann Und würde wen mich müssen das wir schon als sehr nächstes, wundern. Ne? als nächstes besiegen, ja, um dahin zu kommen? Wen? Hä? Borussia Dortmund. Genau, ja. Und was spricht dafür, dass wir das schaffen? Also für mich spricht dafür, dass die im Gegensatz zu uns eigentlich ja völlig im Niemandsland stehen. Ne? Noch 8 Spiele, da will sich ja auch keiner verletzen. Der Haaland will zu Man City wechseln. Warum sollte der jetzt wirklich noch mal auf den letzten Metern riskieren, dass er sich schwer verletzt? Und das Ja. geht ja schneller, als man Piep machen kann. Ja, haben wir gerade gesehen. Haben wir gerade gesehen. Und deswegen ist die große Hoffnung, dass die Dortmunder
zum Freundschaftsspiel nach Köln kommen und brav die 3 Punkte abliefern, würde ich sagen. Das wäre doch nett, ne? Dann feiern wir danach mit den Dortmundern so ein bisschen noch, ne? Die sind ja auch trinkfest, würde ich sagen, ne? Und dann haben wir ein bisschen Spaß. Das wäre doch eine feine Geschichte. Können wir direkt weiter lächeln. Das Genau. Lächeln hört nicht auf. Und es hört ja vor allen Dingen auch, wenn man sich einfach nur die anderen Bundesligaspiele anguckt. Ne? Das ist ja, da kann man auch weiter dauerlächeln, wenn man sich Hertha anguckt, so bequem aus dem Liegestuhl heraus als gerettete Truppe, die jetzt nach oben guckt. Und die anderen eiern da noch rum, so wie Gladbach, so wie Stuttgart. Und naja, das werden wir uns alles in Ruhe anschauen. Allein dafür muss man wirklich dankbar sein, ne? Dass man wirklich aus dem Relax-Sessel heraus sich diesen Abstiegskampf angucken kann, ja. Völlig ungefährdet, ja. Und gleichzeitig selber noch so ein bisschen Hoffnung hat, dass nach oben noch was geht. Ja. Also geiler geht's nur echt nicht. Ne? Warum haben wir das eigentlich ne? in der Vergangenheit nie gemacht? Keine Ahnung. Woran ne? lag das? Wir wollten das immer spannend haben am Ende. Ne? Also ich brauche es jetzt nicht spannend an, also zumindest nicht in die Richtung. Ne? Nach oben fände ich das schon eine coole Nummer. Das können wir sehr gerne in Zukunft immer so machen. Ne? Ja. Früh gerettet sein und dann angreifen. Ja, Ne? also wir sind quasi Erfolgsfans geworden, kann man fast sagen. Ne? Ist das schon so? Ist das schon so weit? Fühlt sich gar nicht so schlecht an. Nur wenn man Erfolg hat, ist man noch nicht direkt ein Erfolgsfan. Ne? Also wenn die jetzt erfolglos würden und wir wären weg, dann wären wir Erfolgsfans. Ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber so, was ist eigentlich mit unserem Kölsch, fällt mir gerade mal ein. Bei allem Lächeln haben wir ja ganz vergessen anzustoßen. Ne? Wir lächeln heute alles weg. Wir sagen nicht, wo wir stehen. Wir trinken kein Kölsch, aber Achtung. Gibt nichts, was wir nicht retten können. Ne? Absolut. 2 Kölsch. Auf 3 Punkte und ein geiles Spiel gegen Borussia Dortmund. Das wird ja am Sonntagabend stattfinden, 19:30 Uhr. Und Ja. wir sind da, Leute. Man sieht Absolut, sich. Ne? Ich habe jetzt schon wieder Durst. Prösterchen. Wunderbar. Und volle Hütte, ne? Also nicht nur volle Flasche, ne? Ach so. Volle Hütte. Auch nochmal. Ja, Was man sagen 50.000. könnte, Und wenn wir zum Abschluss noch einen Wunsch äußern dürften, Oh ja, dann bitte. wäre das, dass die Ultras auch wieder im Stadion sind. Also liebe Jungs von der Horde, Kolonieks und wie sie alle heißen. Es wäre wirklich sensationell, wenn ihr gegen Dortmund dann auch höchst offiziell, Ja. genauso wie wir jetzt offiziell nach Europa gucken, wieder im Stadion seid. Genau. Und Die Erfolgsfans aus der Kurve, die nur kommen, wenn wir schon gerettet sind, ne? Zufälle gibt's, ne? Auf euch. Prost.